Zeit geben und die Leute Zeit im jetzt! Gemeinige-Stil auf die Folter spannen. Nein, ich würde sagen, wir lassen die Bilder sprechen und schauen uns an, wer Team Nummer 6 ist. Knossi! Ein Entertainer und ein Bodybuilder auf eine einsame Insel. Was Sascha! stirbt wieder Anfang von einem schlechten Witz, Digga. entpuppt sich in der zweiten Staffel Seven vs. Wild als der Was? Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Alter, wir haben das super gemacht. Wir sind ready für den fucking Dschungel. Durch die härteste und intensivste Zeit ihres Lebens wurden die beiden Alle gaben ihnen maximal 2 bis 3 Tage. Sie haben es allen gezeigt und waren 7 Tage alleine in der Wildnis. Oh, das ist der Paradiesapfel. Isst du den, bist du tot. Bist du deppert. Das ist perfekt. Texas! Klares, frisches. Süßwasser! Du musst hart sein, wenn der Dschungel weint. Die Geschichte ist noch nicht vorbei, denn die beiden Helden erwartet eine noch größere Herausforderung. Eine Aufgabe, die nur gemeinsam bewältigt werden kann. Eine Chance, sich für alle Zeiten in der Geschichte des Internets zu verewigen. Ein Platz bei Seven vs. Wild Staffel 3. Und ich wollte jetzt nur sagen, Brudi, Kuss, Hey, warum Kuss. L? Ich liebe dich, Mann. Warum seid ihr L? Ja, du bist auch mein Freund, Brudi. Herzlichen Glückwunsch, Knossi und Sascha Huber. Ja, ich weiß nicht, ob die beiden auch nur im Ansatz damit gerechnet haben, dass wir sie gern als Duo-Team dabei hätten, weil sie in Hätte ich Staffel nicht gesagt, 2 weil schon ich am glaub, Start waren. ich dachte, man darf Aber nicht gleich, also ich glaube, hintereinander. damit spreche ich fast für alle, das wollen wir sehen, oder? Wir wollen sehen, wie kommen Knossi und Sascha gemeinsam 14 Tage lang klar. Beide haben die 7 Tage in der 2. Staffel geschafft, waren aber am Ende auch extrem schon am Ende ihrer Kräfte. Jetzt die Frage, können sie gemeinsam mit der Vorerfahrung 14 Tage durchhalten, wo es dann wirklich auch um das Thema Nahrung geht? Also da muss halt safe was gemacht werden.